Hallo, hallo. Hallo, hallo. Können Sie mich sehen? Grüß Gott. Wir sind Rotspiepen und das ist die allererste Rotshow. Viel Spaß dabei. Publikum heute Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben zur allerersten Rotshow. Wir hoffen, wir können Sie unterhalten mit unserem Schabernack. Ja, wir sind Rotspiepen, viel Spaß! Na servus! Asozial und minderwertig, wir sind komplett mit den Nerven fertig. Solche Leute lässt man niemals sein, bei solchen Leuten kriegt man gleich die Scheißerei. Na servus! Na servus! Na servus! Grüß Gott! Ja, schönen guten Abend an die Zuschauer daheim, an den Fernsehgeräten, sagt man doch so schön, gell? Oder? Ja. Viel Neine ist. Viel Neine. Draußen hat es 35 Grad. Zeit für die Rotshow. Schönen guten Abend. Ja, falls Sie einer von den 2 bis 3 Zuschauern sind, gratuliere. Das ist du halt, hast kein Leben. Wir auch nicht, ja. Aber erwarten Sie sich nicht zu viel. Es ist unser erstes Mal. Schön, dass wir es mit Ihnen verbringen dürfen. Und ja, wir spielen jetzt gleich noch eine Nummer von unserem aktuellen Album, das da heißt Pudel die nicht auf. Und die Nummer heißt Schaas in der Rehren. Viel Spaß damit. Neulich in der U-Bahn habe ich so ein Gefühl, dass in mein Magen was rumort. Erstes ist mir peinlich in so einem Gewühl, für ein Flatterlenz der völlig falsche Ort. Ich zwicke Arschbacken zusammen und was aussehen muss, muss raus. Doch das hat leider nicht gesehen. Drum stehe ich auf und schicke aber einen voraus, weil ich ein anständiger Mitbürger bin. Meine Damen und Herren, haben wir Chance in der Rehren. Wollen Sie am Herrn dann losfliehen? Sie werden reden und hören, trotz sich keiner beschweren. Danke
möchte sie nicht viel länger stören. Andres Besuch bei Schwiegereltern ins Spiel. Ein guter Eindruck, der muss heimlich sein. Für die Dame des Hauses ein Blumenbouquet. Für den Herrn ein gutes Flaschel Wein. Nur noch Essen kriege ich wieder den Verdacht, dass mein Bauch schon wieder randaliert. Ich will nach Hause gehen, doch ich so bis grad. So sag ich ihnen einfach, ganz ungeniert. Meine Damen und Herren, haben Schatz in der Rehe. Wollen Sie am Herrn dann los im Blärt? Sie werden riechen und hören, braucht sich keiner beschweren. Zu Ostern und zum Muttertag werde ich Sie gern wieder beehren. Von Zeit zu Zeit ein kleines Lüfter, versehen mit einem herben Düfter. Wer täglich putzt, der braucht keinen Arzt, wenn so ein Schallbrot ist Herz und yeah! Meine Damen und Herren, wir haben einen Schatz in der Rehe. Wollen Sie am Herrn dann los, man bläht. Sie werden reden und hören, von Liesing bis zum Bruderstern. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie nicht viel länger stören. Yeah, Dankeschön. Ja, so schaut es aus, wenn wir unsere Lieder proben. Obwohl normal bringen wir so gut gar nicht zusammen, oder? Schaut überhaupt noch wer zu oder sind schon alle weg? Ja. Haben wir überhaupt Zuschauer, liebe Regie? Wie schaut das aus? Schaut, oh, da schon wirklich über 20 Leute. Na, schön, dass ihr da seid. Grüß euch. Ja, solltet ihr dazwischen noch Fragen haben, schreibt es einfach in den Chat ein, wenn Sie wirklich. Man jetzt nicht schreiben, warum seid ihr so blatt oder warum seid ihr so schier, das ist eine Frage, die würdigen wir keine Antwort. Aber natürlich, was alle wissen. Was alle wissen, vom Fressen und vom Deppert 3 schon wird man blatt und schier. Aber wenn ihr interessante Fragen habt, wie zum Beispiel, wo kauft der Lompazzi seine Unterhosen, dann schreibt es und wir werden danach darauf eingehen. Aber jetzt spielen wir euch noch ein Lied von unserem dritten Album. Muss ich noch schon? Ja, die Nummer heißt Hausmeister. Viel Spaß mit Hausmeister. Ich kehre die Stirn zusammen, ich putze Fenster und den Gang. Ich sorg dafür, dass Ordnung herrscht im Bau. Schieß eine Reklam, ramme weg vom Gang. Ich bin Hausmeister. Ihr schickert Frasser. Im Winterrahmen in Schneeweg, damit sich nicht der Stress angewegt. Es Dank dafür wird ich vor euch nur aufspuckt. Schieß eine Reklam, ramme weg vom Gang. Ich hacke die auf mich, dabei es ist so. Ich bin Hausmeister.
schier kein Pflaster. In Kinderwagen und Fahrradabstellraum leg ich mit eine in der Nacht, wie ich euch ein Kumpel zusammen. Jeder, der ein Hundsweg hat, dem Scheiße vor die Tür. Ich schwör's euch, fühlt euch nicht mit mir. Ich bin Hausmeister. Ihr schier kein Gefraster. Kaffee in meiner Hand, durch mein Fenster rausschaut. Wenn's mich sechs am Tatschas freundlich grüßen, aber irgendwann vielleicht erwisch ich einen von euch. Schwör ich an, dann wird's als Biersen. Ich bin Hausmeister. Ihr schier kein Pflaster. 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 Ja, das ist live, da kann man schon mal den Text vergessen. Ne? Aber wir haben ja für dieses Lied auch ein Video seinerzeit gedreht, zu diesem Hausmeister. Und da sind uns auch sehr viele Fehler passiert beim Video. Zum Glück haben wir den ganzen Blödsinn aufgehoben und deshalb kommen jetzt, Lumpi, die besten Szenen aus Making of Hausmeister. Hui. Das Hundschrappen alle von der Wiesen, sonst dreht euch ein Windel dreht mit Knack. Ja, hab ja gehört. Nein, Jagger im Morgen wisst nicht. So nicht. Mit der Kraft dahinter. Das geht. Die ist der von der... Ich glaube, wo die Schuhe. Noch. Aber schon eine Rauchbase. Das sind wir in Gemeindebau erstmal Urkunde der Welt. 1773 bekannt, was du warst erst. Und ich schon viel. Weißt du, so verbringen wir unsere Samstage. Was? Frau Hausmeisterin? Kommt da der Pizza? Brauchen wir ein Bier? Ja, natürlich. Was ist denn schon wieder? Red mich nicht an. Transferle XXL. Was zeigst du mir da überhaupt? Aktiv Zeigst du mir die Nase ab? Gib mir Bruder überhaupt noch. Geh zum Wirt nochmal, ja? Wenn du nicht zufrieden bist. Wenn du jetzt zu so Asia hast und ja? Schau dir mal ins Spiegel. Schau mal. Ich schneide dir das Fleisch. Das ist geil schwitzen, wenn man sich einsteigen. Ja, bist du mal Schmähstad oder was? Halt die Goschen, nochmal so ganz was Neues.
Was ist mit dir? Ist dir der Schmäh ausgegangen? Du? Am Inter Sekunden. Aber momentan, so bitte. Wie hat das andere gewonnen? Justament. Justament, wieso da jetzt ein Deadwort da, das sitzt aber gut erst. Ja, okay, schön. Ja, sitzt da. Ich wollte mal einen Kommentar des Hauptdarstellers fragen, aber hat sich erübrigt. Das ist auch nur mehr. Schaut, der Pepper im Hintergrund. Schon mal scheiß alles. Sag ich schon nichts mehr. Ja, besser ist, gell? Die Freude hast du mir versprochen, ne? Bis man einen Antrag gemacht hat. Signieren ist gegangen, ne? Ja, wenn du sich findest, dann auch, dass wir jetzt so gut zusammenpassen. Schöner Morgen im 11. Bezirk. Muss ich dabei ausdrücken lassen, davon stimmen schmeckt eine Viertel an noch. Ja, Lackerl ist noch drin. Der ist schon so voll. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Ja, bis jetzt auf den Betrieb aus. Ja, Super. Was ist das? Vollst du das, oder? Ja, aber was deppert deine Brust, gell? Du hast deinen Bauch bewegt. Du Ich weiß auch, Sie sind Zahntechniker, aber ich bin besser. ich habe meine Hose ausgezogen, aber mein Bein ist immer noch drin. Ja, Yoga mit Werner. Aber was machst du der auf so Gilbert viel zu gut? Vor allem ist es dann extrem spannend, ja? Ich bin Bonusmaterialbearbeiter, muss der größte Scheißdreck sein, ja? Und wir sind zurück, nun gewechselt von Studio A auf Studio B. Grüß euch, es heißeln, zur Rotzshow, jetzt wo wir da zusammensitzen. Ist Premiere diesmal auf YouTube, ja, und wir schauen, dass das halt wirklich was Gutes wird da. Ja. Ob es was Gutes wird, weiß ich nicht, schreibt es uns halt, ja. Genau. Kann man uns überhaupt hören? Keine Ahnung, ja, unsere Sache, ja, aber es wird schon hier haben. Extrem leimend, dass ihr jetzt alle live dabei seid. Der Stream wird im Anschluss nach der Live-Sendung dann auch auf YouTube hochgeladen. Man kann sich im Nachhinein auch anschauen. Aber die wirklich leimenden Leute sind hier und jetzt dabei und schauen sich jetzt an. Das ist nämlich das Beste, was es gibt. Wie schon der Goethe damals gesagt hat, life is life. Nein, nicht. Oh, nein, nicht. Genau. Ihr könnt uns auch Kommentare schreiben, da freuen wir uns drüber. Es ist nur so, dass wir jetzt sicher nicht direkt irgendwie ein Tablet haben, wo wir sehen, was ihr schreibt. Wir haben da drüben den Regieraum, der ist relativ weit weg, deswegen sehen wir das nicht. Ich kann mal rüberschreien zur Regie, vielleicht hört es mich. Regie? Jo! Schaut wer zu? Jo! Ja, ich. Leibwand. Und schreiben Sie auch irgendwas? Ja, ein bisschen was. Sehr gut, aber nichts Wichtiges. Nicht wirklich. Passt. Okay, ansonsten ist noch zu sagen, wir haben heute viel vor. Es wird lang dauern. Macht es euch gemütlich, macht euch ein Bier auf, setzt euch hin. Bis geschätzterweise 22 Uhr, wenn wir das schon brauchen für den Plätzchen, den wir machen. Geil, Alter. Ja. Ja. Und ansonsten? Was gibt's Neues, Herr Ja, Graf? was gibt es Neues? Danke für den K-Fab. K-Fab. Naja, auf jeden Fall spielen wir mal ein Konzert. Wir haben demnächst wieder mal ein Konzert. Gott sei es getrommelt. Ne? Und zwar, wir haben versprochen, dass wir auch Werbung für dieses Konzert machen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Ich hoffe, man sieht es. Wenn nicht, lese ich es auch vor, weil ich habe das mal gelernt, das Lesen. Das ist das Rehtal, ich hoffe, ich spreche das wirklich aus, Rehtal Open Air in Nickelsdorf. Das ist gleich nach dem Novarock die zweite Sehenswürdigkeit von Nickelsdorf. Und der Grenzübung, glaube ich, auch. Ich glaube, Haxdorf ist da. Und wir spielen dort bei einem Benefizkonzert für den Sterntaler Hof. Das ist eine tolle Sache, das ist ein Kinderhospiz. Und wir spielen dort, da steht es Rotzpippen, dann spielen noch Medicine for Grizzlies, Under Violet Skies und, ich weiß nicht, wie das ausspricht. Fledermaus Jansen. Flaggermann Jansen, Flaggerman Jensen, man möge mir verzeihen, dass ich es nicht weiß, aber
Das Ganze findet statt, ich muss es selber noch schauen, am 17. August, also in 4 Wochen ungefähr. Ja, kurz Monat. Samstag, der 17. August in Nickelsdorf. Der Eintritt ist freie Spende, wie ich hier sehe, und das ist wirklich für einen guten Zweck, für den Sterntalerhof. Also kommen Sie hin, ich habe es auf dem Tisch gehabt, das war ganz schlecht, kommen Sie trotzdem hin. Wir werden uns feiern, es wird ein Fest. Und dann gibt es aber noch ein Konzert, von dem erzählt uns jetzt hat Zacharias was. So, ich hoffe, du meinst das im November. Ja, so steht nichts auf. Im November gibt es nämlich das Rotzfest Nummer 2019. Keine Ahnung. Das ist das 11. Geburtstagsfest von die lieben Rotzpippen. Das sind wir 4 hier. Ein Dreierreim, super. Und wir spielen dort wieder in der Arena, so wie schon einmal im letzten Jahr. Und wir haben uns eingeladen, ein paar Freunde, die heißen Analphabeten. Die werden mit uns gemeinsam wunderschöne Musik für wunderschöne Menschen, hoffentlich euch machen. Tickets gibt es ab sofort bei uns im Rotz-Webkreisler, also online www.rotzpippen.at. Dort kann man es bestellen. Wir werden es aber nicht verschicken, weil wir umweltfreundliche Band sind. Wir hinterlegen es an der Abendkasse. Für die Leute, die... Das heißt, ihr schickt uns Geld und kriegt das Ticket und kriegt nichts dafür. Genau. So schaut's aus. Wichtig zu erwähnen wäre vielleicht auch noch letztes Jahr das Konzert, was ja irre geil war ausverkauft. Und wir haben tatsächlich am Abend des Konzerts Leute vor der Tür wegschicken müssen, weil einfach kein Platz mehr war. Ja. Also, wer garantiert dabei sein will, muss sich seine Tickets bald checken, weil sonst sind wir wieder ausverkauft und alle ranzen uns wieder voll, dass keine Tickets mehr und dann ist alles. Also, wir spielen wieder... Kaufen. Und wir spielen wieder ein Parkplatzkonzert für euch. Ja, man muss ja dazu sagen, dass die Leute, die letztes Jahr keinen Einlass mehr bekommen haben, waren einfach auch zu dick, dass sie reinkommen. Ja, irgendwann ist kein Platz mehr. Also wir mussten dann Hermes, Fettberg und andere Konsorten abweisen, weil allein ich brauche ja schon 4 Plätze und somit, ja, das singst uns auch. Eindeutig, ja. Ja. Es ist wie beim Flugzeugfliegen. Also wenn die Musiker dicker werden, dann werden die Eintrittskarten teurer. Wie bei der Lauda Air. Es ist nicht anders. Also jetzt geht es ja vorstellen, wie teuer das mittlerweile ist, wenn sich die Linienkrafthaube ausschaut. Wir haben immer Plader. Aber die brauchen alle auch schon, also die haben von Anfang an schon viel Platz gebraucht für ihre Schuhe und für ihre Frisuren. Also ist es nicht so viel, da ist für die Wampen noch Platz dazwischen. Haben wir sonst noch was Neues? Dabei glaube ich nicht. Die Show? Ja, die Show. Also wir sind ja schon da. Wir planen das jetzt monatlich, diese Show. Also mindestens monatlich. Einmal im Monat wird es die Rotzshow geben. Ich hoffe, es schauen dann auch Leute zu. Also jetzt tanzen sie, glaube ich, auch schon. Und ja, wir werden euch lauter Blödsinn präsentieren, so wie auch jetzt gleich im Anschluss. Und zwar haben wir uns überlegt, was können wir noch machen für die Rotzshow, und herausgekommen ist eine Soap, eine klassische 90er Jahre Seifenoper voller Dramatik und voller, wie soll ich sagen? Ja, wobei ich würde sagen, es ist offen für alles. Also es könnte eigentlich auch noch ein Action-Movie werden. Ja, schauen wir mal. Also überraschende Wendungen sind nicht auszuschließen, muss man sagen. Man muss mit allem rechnen. Aber ich glaube, dass diese 1A-Schauspieler, die da gecastet worden sind für die Sendung, also mit denen kann nichts schief gehen. Also, ich glaube ja, das ist die Einser-Gilde. Bist du deppert? Aber genau. Da fliegen die auf die Folter gespannt. Ich würde sagen, Macht's ab und macht's ab. Viel Spaß mit Simmering ist überall. Simmering ist überall. Es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont. Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Simmering ist überall. Es ist wurscht, wo du bist. Du wirst von uns nicht verschont. Simmering ist überall. Du kannst dich nicht verstecken, weil wir wissen, wo dein Haus wohnt. Ja, okay, aha. Okay. Ja, passt. Kein Kleiner, mach mal. Ist gut, super. Okay, du mich auch. Servus. Wer war das? Unser Management hat wieder mal angerufen. Oh, schon. Und wisst ihr was? Eine russische Oligarchin plant ein Rockfestival in Ibiza. Und jetzt haben sie mal Metallica angefragt. Das war ihr aber dann zu rockig. Dann haben sie Bon Jovi angefragt. Da hat sie wieder gesagt, das ist ihr zu schmalzig. Dann haben sie John Oaty Band angefragt. Die haben gesagt, sie fürchten sich vor Ibiza, sie fahren nicht hin.
Und jetzt sind sie bei uns gelandet. Die wollen uns als Headliner haben. Und wisst ihr was? Geld spielt keine Rolle. Ja, aber das ist urleibend. Da habe ich schon voll den Plan. Da gehen wir her und machen einen Verein. Das musst du aber erklären. Gell? Das ist ein Verein, das geht nicht an den Rechnungshof. Und dann brauchen wir Sponsoren. Also, was den Sponsor, den Schusssponsor, da brauchen wir. Und mit dem Geld kaufen wir sich dann eine Tontechnikfirma, die verkaufen wir gleich wieder. Und mit dem Geld kaufen wir sich 50% vom Orf. Und dort machen wir dann zack, zack, zack. Der Wolf muss raus, der Wegscheider muss einer. Und eins sage ich, wenn uns das pusht, wenn das einmal richtig pusht, ich garantiere euch, dann machen wir nicht Platz 56 in den Charts, dann machen wir mindestens Platz 55. Warte mal. Russische Oligarchen, Verein gründen, Geld waschen, ORF kaufen. Eigentlich kann überhaupt nichts schief gehen, oder? Wie treffen wir die heute? Moment! Wir müssen uns aber ganz genau ihre Zehennägel anschauen. Denn ich glaube, das ist eine Falle. Liebe Zuschauer, wir haben den Auftrag für euch, die Besten zu testen. Und zwar Dosenbier. Nicht nur Dosenbier, wir werden auch andere Biere testen, sofern sie rechtzeitig importiert werden aus Simmering. Heute testen wir dieses wunderschöne Gebinde von 0,5 Liter. Unbekannter Herkunft und unbekannten Geschmacks. Aber wir werden es öffnen und sagen euch dann, ob es Arsch oder eh. Also vielleicht noch kurz die Spielregeln. Also unsere lieben Mitband-Menschen haben uns jetzt Bier gebracht, wo wir nicht wissen, was es ist, haben das wunderschön verpackt, so à la Wetten, das. Und wir zwar kosten jetzt dieses Bier, wir hoffen, dass es Bier ist und dass es genießbar ist. Und werden einmal drüber philosophieren und dann schauen, ob wir erraten können, welches Bier. So, einmal der Hörtest. Ja. Okay, also geschüttelt ist das, sehr schön. Okay. Das hat sich bei mir ganz ähnlich angehört, gell? Halt schwenken. Ja, wir haben übrigens dieselbe Biersorte, sollten wir haben. Also, ja, ich war ein Farm am An Fahrt? Ich koste einfach einmal, das Riechen bringt dir nichts. Und? Herb? Herb, das ist immer gut. Schon herb, ja. Herb. Ja, Herb ist der Herb. Herbert. Also, das Leibende ist, der Herr Hotzenblass, der das Bier gebracht hat, hat uns nicht einmal verraten, von welchem Kontinent dieses Bier kommt. Darf ich ihn bitten, dass uns wirklich den Kontinent sagen? Europa. Ja, das ist super. Es ist europäisches Bier. Europa. Aber ich glaube kein österreichisches. Glaube ich nicht. Also ich habe in meinem Leben schon viele Biere getrunken, aber so ein Geschloder ist mir noch nicht runtergekommen. Ich tippe darauf, dass es nicht allzu weit herkommt. Ich meine, vielleicht könnt ihr an unsere Gesichter erkennen, welches Bier es ist, schreibt es in die Kommentare. Also vielleicht denkt ihr euch, boah, da das Gesicht zusammen, das kann doch nur ein, weiß ich nicht, Mohrenbrauer Hinterspitz oder sowas sein. Kleine Anmerkung für die Zukunft, das schmeckt jetzt schon sehr nach Karton auch ein bisschen. Ja, ich muss das ein bisschen und noch dick so. Ja. Das wird was besser sein fallen lassen. Aber ansonsten hätte ich sagen, ein Biefgebier, oder? Sagt man das? Ist er Pilsner? Ist Nein, sorry, schmeckt nur nach Karton, gell? Aber März ist, glaube ich, keins. Das ist, glaube ich, schon Pilsner. Ja, ich würde sagen, ist Aggregatzustand flüssig. Temperatur, ich würde sagen so. Temperatur ist gut, aber 8 bis 12 Grad. Aber das Bier selber schmeckt nicht wirklich gut. Also ich würde sagen, es ist ein Kartonagenbier aus Ostdeutschland.
Kartonagen-Fabriks-Geplörr. Oder ich frage mal jetzt anders, ist es ein Bier, das wir überhaupt kennen? Oder? Okay, also wir kennen es. Haben wir es getrunken auch schon mal? Okay. Okay, also das ist wahrscheinlich ein österreichisches. Ich sag, da ist ein Otter. Okay, was lässt du jetzt schätzen? Na, warte, bevor du es aufmachst, du musst einen Tipp abgeben. Ich hab gesagt Löwenbräu. Löwenbräu. Ich sag, Genau, die Farbe. bevor ich jetzt irgendwie beleidige, Nein, ich sage jetzt nicht, was ich mir denke und sage sonst irgendwas. Ich glaube, es ist ein Augustiner. Das ist dieses Billigstdorfer, was es gibt beim. Na, wie heißt das? Nein, Entschuldigung, nein. Lumpe, wie heißt das, was der Jackson immer daheim hat? Darf ich auflösen? Wurscht, wir lösen auf. Also, ich muss denken. Es ist Ganz weit gereist, also welcher Kontinent? Wow, also Surprise. Es ist ein Otterkringer. Also, sag ich ja geschimpft. Ne? Ich habe meine Vergangenheit mit dem Otterkringer, ich habe schon sehr viel geschimpft drüber. Aber heute habe ich Unrecht getan, weil das schmeckt wirklich total nach Karton. Also, das Bier selber ist viel besser als der Karton. Prost. Also, das ist übrigens keine Werbung, wir trinken alle Biere. Ja? Und falls ihr irgendein außergewöhnliches Bier habt, das wir verkosten sollten, blind, schickt es. Schickt das Bier, aber schickt uns vielleicht irgendwelche Biermarken, natürlich welche, die wir auch bei uns kriegen können. Ich meine, weiß ich nicht, ein neuseeländisches Schafstreiberbier ist Arsch, aber schickt uns Vorschläge für Bier-Blindverkostungen. Ja, Gingerbier zählt nicht. Voll Teufel. Ja, das war's für heute mit der blinden Bierverkostung. Nächstes Mal machen wir es taub. Und jetzt geht's weiter im Programm. Gut passend zum Bier. Wir haben letztes Jahr ein Video gemacht zum Thema Arschkröen, für unser Lied Arschkröen. Und haben bei diesem Video ein Arschkröen-Seminar besucht. Und was wir dort gelernt haben von der Frau Professor Witzkassen, Rotinger, Brigitte Bordeaux, das seht ihr jetzt. Bitte schön, unser Seminar. Liebe BesucherInnen, wie ihr unschwer erkennen könnt, befinden wir uns heute im Seminar für Arschkröen für Anfänger. Jawohl. Deswegen habt ihr das gebucht und ich zeige euch jetzt einiges zu dem Thema. So. Zum Mathematischen, zur Formel kommen wir dann ein bisschen später. Hier mal schön bildlich dargestellt. Ein wunderschöner Arsch plus wunderschöne volle Lippen, ein wunderschöner voller Mund und wie ihr wisst, in jedem Mund naturgemäß ist eine Zunge und Arsch plus Mund, sprich plus Zunge, ergibt Arschkröen und wenn man Arsch schreit, verdient man viele Euros. Wenn man es gut macht, ne? Das lernt zum heutigen Abend. So. Und wir sehen es hier auf der Linie Cash, Schleim. Ja? Und ihr seht hier eine Statistik und wie das aufgeht. Ja? Die Zeiten haben sich gewandelt. Ja? Je mehr Schleim, je mehr es flutscht, desto mehr steigt es bergauf und desto mehr werdet ihr verdienen. Wie gesagt, wenn ihr es richtig macht. Ja? So, und hier haben wir schön die Anatomie des Arschkröns. Ja? Erstens mal bücken, wäre nicht schlecht. Dann haben wir den zweiten spreizen, ganz wichtig. Dann schmieren, wie ich euch schon vorher erzählt habe, vorgezeigt habe, bildlich. Und ganz wichtig, ziehen natürlich. Ohne Ziel kein Euros. So, Kopf voran wäre ganz wichtig, ja, damit das Ganze wirklich sehr stimulierend ist und wieder dazu beiträgt, dass ihr mehr Börsen habt. So, und last but not least, no fear of the dark. Ja? Also, wer Geld verdienen will, darf keine Angst vor der Dunkelheit haben. Bitte das nehmt mit aus dem Seminar. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja? Habt ihr das verstanden? Bitte notieren, falls es ist. Ja? So. Dann gehen wir weiter. So, wie ich schon anfangs angekündigt habe, hier habt ihr die mathematische Formel. Ja? So, Arsch zum Quadrat, die Wurzel daraus, mal Pi plus, Klammer auf, 6, 6, 6, mal 3 hoch 15, in Klammer ist gleich urleibernd. Ja? Das könnt ihr euch auch notieren, das ist auch ganz wichtig. So, und wie schon vorher erwähnt hatte, die Zeiten ändern sich. Ich habe das hier alles schön bildlich nochmal dargestellt. Arschkröen, ja, deswegen sind wir da. So, in den 70er Jahren, ja, was sagt uns das aus? Schon in den 70er Jahren wurde Arschkröen, ja? Also ja, die 80er, Bad Taste und so. 80er Jahre, da hat vieles geflutscht, sag ich mal, in den 80ern, ne? Die 90er, wer von euch kann sich bitte nicht mehr an die 90er erinnern? Und es steigt. So, Millennium, die Tausendewende.
Ja, da ist es wieder ein bisschen, da hat es dann, glaube ich, verböhnt, nach den 80er, 90ern. Und jetzt schauen wir, 2010, Tendenz steigend. Ja? Drum seid ihr hier, drum habt ihr das gebucht. Ohne dem läuft nichts im Leben. Ja? Ohne Arschkalt nichts. So, jetzt machen wir mal eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Darf ich jetzt ein Telefon kommen? Nicht so viel. Ja, nächste Nummer. Lieber Gott, lass den Bierpreis wieder sinken. Für die Postler, für die Geschmierten und für mich. Dann können wir uns wieder billiger betrinken. Weil vom Wasser saufen werden wir nicht dicht. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, das eine gieriger Hof. Gib uns her, möglichst bald, wir haben eine Kirchensteuer zahlt. Zacharias, bitte! Lieber Gott, lass es weiße Spritzer regnen. Die 20 Liter Kübel stehe ich schon parat. Wenn es sein muss, dann kannst du ihn auch segnen, dass ich beim Saufen ein besseres Gewissen habe. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, das sei nicht so ein sierlicher Hof. Gib uns her, möglichst bald, wir haben ja Kirchensteuer zahlt. Lombardi, sei so lieb. Ja. Lieber Gott, mach die Weiber wieder billig. Und bitte sorg dafür, dass sie auch taubstumm sind. Denn jedes Wochenendsberuf, das ist nicht billig. Am besten wäre einfach gleich, du machst sie blöd. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja, das sei nicht so ein sierlicher Hof. Gib uns her, möglichst bald, wir haben ja Kirchensteuer zahlt. Lieber Gott, lass den ORF verrecken. Vor der nächsten großen Chance, wenn das noch geht, dann müssen wir uns am Fernsehen nicht verstecken, weil die GIS mal wieder vor der Türe steht. Wir bitten dich, erhöre uns. Gebiete! Ja, das sei nicht so ein sierlicher Hof. Gib uns her, möglichst bald, wir haben eine Kirchensteuer zahlt. Lieber Gott, schick mir 100 Millionen. Na schon in Euro, nicht vorhin, das ist klar. Das ist klar. Einen guten Christen wirst du doch belohnen. Und dieses Lied sagt, dass ich immer einer war. Hua! Das war schön. Ja, es war wunderschön. Fast besinnlich. Eher besinnungslos. Aber wir bleiben natürlich thematisch beim Saufen. Ja. Herr Umfall, ich habe gehört, Ihnen ist letztens was Furchtbares beim Heurigen passiert. Ja. Na dann erzählen Sie uns mal davon, bitte. Der Gitarrenschlumpf fängt an. Hören Sie mir zu. Früher habe ich geglaubt, dass ich viel vertrag, bis ich bei Hering im Döbling unterm Vorrat roten hab der Hund ganz saufen wie ein Fisch. Ich bin bald gelegen unterm Tisch, ich war in Öl. Er hat Schnitzel und gegeben, er lehrt Pipi-Bell, so wie die Krüge. So ein 20 Liter Fasel braucht der Hexel 3 Züge, er wird niemals Kandidat. Hey, das ist ja ihm scheißegal, er hat ein Leber. So gut, die von einem Ball, der Hitze, Ball und Zeit. Und
Ich kenne ihn schon seit meiner Taufe. Und damals war mir klar, dass der nicht nur den Messer ins Saft. Himmel, Herrgott, Sakrament, er hält mich fast erträgt. Nachher hat er sich ein Viertel von jedem Flut noch steckt. Er ist nur und blau durch. Ich wusste nicht, was noch checkst, aber ich bin da Karriere. Und der predigt mich aufs Bett, dann fragt er zum Bett, er ist so zart. Ich brauch ja nicht mit seiner Welt. Krieg, da darf man nicht so geinig sein. Ich meine, er war damals der Mora und Sodom und Gomorra. Nur heute da verbreitet er beim Heil. Als Hoder jetzt mal und sein Feld. Ich kann nur nicht spielen, und doch kann jeder nicht ins Winter und das so mit zum Erfüllen. Wir sind nur für uns drin, er ist so fett. Ich kann nicht anders hier stehen. Art geht immer nur, Art geht immer nur. So war das damals in Döbling. Na, allerhand, was dir so passiert beim Heirigen. Sapperlaut Ja. wirst. Das nächste Mal gehst du mit. Ja, mit einem Vorrang mit dir. Ne? Ja, was ist los? Ah, da wird gesoffen. Ja, ich hoffe, ihr habt auch zu Hause ein kühles Bier in der Hand. Außer, mich würde mich interessieren, vielleicht schaut dir jemand zu, der jetzt eigentlich im Happelstadion beim Pink-Konzert huckt und sie denkt, na, ist das Arsch, und schaut sich jetzt unsere Show auf YouTube an. Solltest du, ich hoffe, jetzt sage ich die richtige Kamera. Am Heisel im Stadion Diese sitzen mit Kamera, dem Handy, ja. oder was? Solltest du gerade am Scheißhaus im Ernst-Lappel-Stadion sitzen und dich fadisieren bei Pink und dir unsere Sachen anschauen, dann schreib uns, dann kriegst du von uns ein Sackerl Simmeringer Leitungswasser. Wahnsinn. Abgezapft von ihm. Jo. Und sollte Ihnen, liebe Leute, das gefallen, was wir hier machen, das kann man kaufen. www.rotzpip.at, da gibt es CDs und allerlei lustige Sachen. Apropos kaufen. Apropos kaufen. Es gibt da ein Produkt. Es gibt ein Produkt, das wir entworfen haben auf unserem letzten Album. Die Leute reißen sich drum. Es ist ausverkauft von Nebraska bis Sibirien, überall hin. Ladies and Gentlemen, it's Mutterbutter. Geehrte Kundschaft, lieber Konsument, ich presse Ihnen Tiere unser neuestes Patent. Das Ergebnis von jahrelanger Forschung auf dem Gebiet der Konsumentenverarschung. Unterscheidet sich von allem, was Sie kennen, weil wir es bunt verpacken und besonders blöd benennen. Wir machen dafür Werbung mit dem ehrenwerten Ziel, dass die Kunde endlich weiß, was sie eigentlich haben will. Persönlich nicht so. Und attraktiver macht er so. Mutter reinigt ihre Kinder und den Hund. Es hält auch ihre Schruppen und die Katze kerngesund. Schmiert sie sich die Mutterbutter zwischen ihre Backen. Das schaut gut aus, riecht sehr gut, hilft beim Entschlacken. Mutterbutter gibt es jetzt auch schon im Multipack. Als Limited Edition mit Fliegenpilzgeschmack. Stars und Prominente von der ganzen weiten Welt schwören auf die Wirkung, die fast 5 Minuten anhält. Butter.
Ufer macht er so. Sehr geehrte Damen und Herren, kommen Sie näher, klappen Sie dieses Produkt. Es ist arschgeiles Saubraus, aber trotzdem ist es immer gut, wenn Sie ein oder zwei Kübel davon in der Küche stehen haben. Es ist teuer, es ist schirch, es gibt's nirgends zu kaufen und trotzdem müssen Sie es haben. Meine Damen und Herren, Butter, Butter! Persönlich nimm's ja an. Butter, 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 Butter. Kann er's auf den Bauch oder schmiert er's auf den Schlag, da tut's Klone nimm's ja an. Mir ist wichtig, dass alle gesunde Zeit haben. Ja, und leider ist unser Jingle für dieses Produkt abgelehnt worden. Darum sehen Sie jetzt den richtigen Werbeblock für Mutterbutter. Viel Spaß. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinker. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau. Sie können Ihren Kaffee auf zweierlei Art süßen. Mit Zucker. Also mit 40 Kalorien. Oder mit Mutterbutter. Süßkraft. Also mit 0 Kalorien. Mein Name ist Ute Meinker. Ich bin 38 und habe 2 Kinder. Ich male leidenschaftlich gern. Aber Haushalt und Kinder lassen mir wenig Zeit dazu. Viel zu wenig. Auch zur Schönheitspflege. Da nehme ich Mutterbutter. Das ist unproblematisch, herrlich leicht, zieht schnell ein und glänzt nicht. Wirklich. Mutterbutter. Ist für mich genau richtig. Also, mir als Metzger ist es nicht wurscht, womit Sie meine Koteletts braten. Ich empfehle Ihnen Mutterbutter. Denn mit Mutterbutter, da schmeckt Ihr Fleisch so richtig nach Fleisch und nicht nach Fett. Mutterbutter. Scheibletten sind jetzt in vielen Geschäften im Angebot. Die saftigen Toastscheibletten zum Überbacken. Zum Beispiel für heiße Früchtetoasts. Die herzhaften Holländerscheibletten zum Frühstück und zum Abendbrot. Mutterbutter hat die Vielfalt, die Sie sich wünschen. Ob heiß zum Überbacken oder kalt aufs Brot. Scheibletten über alles. Achten Sie beim Einkauf darauf. Scheibletten gibt es nur von Mutterbutter. Ja, so viel Werbung muss sein, nicht wahr? Und ja. Ja, ich schaue mir auch sehr gerne die Werbung an, weil es ist so sauber und so. Die tut nicht weh. Es gibt nichts Besseres. Und auch so schön bunt. Ich verwende es täglich. Ja. Waren wir schon und das steht hier. Was, die Mutterbutter oder die Werbung? Beides.
Ja, also kauf auch Sie Mutterbutter, tolle Sache. Schmiert alles. Ja, wir bleiben gleich in der Werbung und zwar uneigennützig wie wir sind, wollen wir euch ein paar Veranstaltungen ans Herz legen, die in den nächsten Wochen und Monaten in Österreich oder in Wien stattfinden und auf denen ihr vielleicht auch uns begegnen könntet, weil wir ja auch gerne auf Konzerte von anderen Bands vorbeischauen. Ich glaube, Friedhof möglicherweise hat gleich mal einen kleinen Vorgeschmack. Das erste, was ich habe, Ende Juli, ich glaube 31. Juli beginnt das Beachvolleyball-Festival auf der Donauinsel. Weltcup, das ist natürlich groß, Weltcup oder irgend sowas, ja. Und das ist halt natürlich großartig, weil sonst nirgends kann man sich stundenlang halbnackte, gut durchtrainierte Frauen anschauen, wie sie auf- und abspringen, ohne dass man blöd angeschaut wird oder angepöbelt wird. Und Männer. Deswegen ist es, und natürlich auch heiße, gute, durchtrainierte Männer, braun gebrannt. Deswegen ist es definitiv ein Veranstaltungstipp von uns. Ja, da schauen wir ja hin. Ja. Was haben wir sonst noch Schönes? Wo geht's hier so hin? Ja, also ich gehe, warte, ich habe mir das aufgeschrieben, am 31.07. am Bahnhof Floridsdorf. Da wird nämlich demonstriert für einmal eine Sache, die wirklich wichtig ist, und zwar die Erhaltung des Gestanks der U6. Das wäre das Anliegen. Also es riecht einfach viel zu gut in der Stadt, und seit die Kebabs verboten haben in der U-Bahn, endlich wieder Leberkäse in der wird es wirklich schier. Ne? Und wir gehen demonstrieren, wie es sich gehört. Wann ist das nochmal? Am 31.07. am Bahnhof Floridsdorf treffen sie die Leute. Passenderweise. Und dann steigen wir alle in der U6-Garnitur. Nein, die gingen einfach nur hin und stinken. Also das werden sie ja zusammenbringen. Ihr wascht euch halt 3 Tage nicht und dann geht's hin. Bei mir reicht ein Tag. Oder 2 Stunden bei mir, ja. Was ich vorhabe, ist am 10.8. ich fahre zum Hansi Söllner, ja, auf die Donauinsel. Yes! Weil da gehen wir uns heute mal ein bisschen. Hoffentlich ist es wieder schön, dann kannst du mich in Lombarzi sehen, wie er irgendwo liegt. Ja. Ja, Ich am schätze Hans Söllner mal, drauf. nein, ich gebe mir, also ich bin schon optimistisch, ich gebe mir 3. Nummer, 4. Nummer vielleicht, ja. Oder pro Nummer auch Jolly, weiß ich nicht, ja. Eins von den beiden Sachen. Dann ja. zieht er sich die Uniform an. Und dann wird es Und aber wart. ordentlich arg. Also, wer mich sehen will, wie ich irgendwo liege, ja, und nichts mitkriege von irgendwas, 10.8. Hansi Söllner, Donauinsel. Großartig. Ansonsten, was natürlich auch noch ist, am 16. August spielen Metallica im Ernst-Happel-Stadion. Vielleicht schaue ich hin, das ist immer lustig, dass man zählen kann, wie oft sich der Lars Ulrich verspielt. Das macht immer besonders viel Spaß bei Metallica-Konzerten. Ja. Bei unseren nicht. Ne? Ja, bei uns ist es so oft, dass schon immer lustig ist. Ja, bei uns kann man sehen, wie oft ich mich nicht verspiele. Das ist fast sinnvoller. Ja, gut. Steht sonst noch irgendwas an, wo man unbedingt hin muss? Es gibt da Veranstaltungen in der Arena, unser Konzert, ne? Nein, die Bierwoche, wo wir seit Jahren wirklich die perfekteste Band wären und nicht eingeladen werden, dass wir dort spielen. Ich glaube, die haben schon wieder vergessen auf uns. Ich glaube, das ist wegen der Datenvernichtung, die da vorgefallen ist. Ne? Wir haben einfach vernichtet unsere Daten. Ich glaube, die haben vielleicht unsere E-Mail-Adresse nicht oder die falsche Telefonnummer möglicherweise. Wer weiß? Ja. Also liebes Arena-Team, falls ihr uns auf der Bierwoche 2020 haben wollt, wir waren sofort dabei. Ja, na, da sind wir nicht mehr so billig, da wollen wir dann 100.000. Da wollen wir dann mindestens 3 Bier mehr haben, aber an auch alle schaut her zur Bierwoche. Es ist immer leibend. Bierwoche! Das heißt Bierwoche, am Montag geht's los, vielleicht liegt einer von uns oder mehrere von uns irgendwo in der Gegend. Also ich werde sicher am Mittwoch dort sein und die Hagerl von den heiligen Tisch von unten kontrollieren. Ja, gut. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt schon dabei sind, Veranstalter auszurichten und darüber zu meckern, könnten wir auch gleich zum nächsten übergehen. Plattenkritik. Die Bands. Wir könnten auch ganz einfach über andere Bands mal ein bisschen reden und schauen, was sich da tut. Wer fängt an? Patauz, was ist passiert? Ja, also mörderischer Umbau auf einem Hochdesk neben mir. Ja, Wahnsinn. Und es riecht. Ja, wie der Kollege Hotzenplatz schon mitgeteilt hat, wir wollen ein bisschen über andere Bands herziehen. Nein, also auch drüber sprechen, weil uns ja auch andere Bands am Herzen liegen. Ich glaube, Friedhof wollte anfangen, oder? Es gibt ja auch gute Bands. Ich habe mir diesmal ausgesucht Steel Panther. Yeah! Ich glaube, über Steel Panther kann man fast nichts Schlechtes sagen. Sie spielen zu wenig und zu wenig. Selten in Wien. Oft hier bei uns. Ja. Das aber kann man sie haben mit Community Property, ich glaube, die Liebesrockhymne überhaupt geschaffen, die einfach dermaßen großartig ist. Ich glaube, sollte ich jemals heiraten, will ich, dass diese Nummer bei meiner Hochzeit gespielt wird.
Ja. Der Fahrer soll mitsingen. Ist das der Grund, warum du schon 3-mal geschieden bist, Fritjof? Ja, könnte daran liegen. Aber das war es wert. Ja, absolut. Man heiratet nur 8 oder 9 Mal im Leben, das ist ja nichts. Ja, Steel Panther sind meiner Meinung nach so ein bisschen die amerikanische Version von Rotzpippen. Ich glaube, die haben ja eigentlich auch, nachdem sie uns gesehen haben, sich überlegt, Sie sind aber nicht so hübsch wie mir. Das Problem ist also bei Steel Panther, sie tragen halt Perücken. Wir sind ehrlich ergraut und erglatzt. Wie sie Du hast noch ein paar Jahre. Ja, da bin ich leicht grau. Gut, was haben wir sonst noch für Bands am Plan? Ich wollte über Rednecks reden. Oh, Rednecks. Wahrscheinlich... Die Band oder die Orgen da im Süden von Nein, die Band. Ich glaube, es ist die besteste Band, die es außer Rotzpippen und vielleicht Steel Panther auf der Welt gearbeitet hat. Ich höre dir nur andächtig zu. Okay, you scare me. Aber die gibt es ja nicht mehr, oder? Doch, die gibt es schon noch. Aber kann man sich nicht... Sie wurden von den Erfindern, also Rednecks ist quasi wie hat das ein Franchise-Unternehmen. Da kann sie eigentlich Wie der quasi, Spar oder der Burger King, oder inzwischen glaube ich gibt es nur eine Band, die das macht und das sind halt die 54. Rednecks, die austauscht worden sind von irgendeinem schwedisch-holländischen. Kann man sich den Namen nicht kaufen? Könnten wir nicht für ein Konzert unter Rednecks auftreten? Ich glaube, das geht jetzt nicht mehr. Das ist, bis Ende 90er ist das gegangen und dann haben sie beschlossen, sie machen jetzt wieder selber. Ja. Das ist aber eigentlich ein super Geschäftsmodell. Also so ungefähr in 10 bis 15 Franchisen. Jahren können auch Sie Rotzpippen sein. Genau. Sie müssen nicht einmal so ausschauen wie wir. Sie müssen überhaupt kein musikalisches Talent haben wir nämlich auch nicht. Na, ich glaube, es gibt die einzige Voraussetzung, wie beim Faustwalschen Orchester, sie brauchen nur einen depperten Namen, sie überlegen, einen Künstlernamen. Aber und das war's. Wir können dann eigentlich Rotzpippen quasi verleihen, den Namen, und sie können dann als Rotzpippen auftreten. Viel Spaß damit. Lumpe, hast du eine Band für uns? Ja, ich wollte eigentlich Scooter studieren und habe mir gedacht, der ist mir eigentlich viel zu Mainstream, also bin ich dann bei Modo gelandet. Und nachdem ich extrem recherchiert habe, den ganzen Eurotrash aus den 90er Jahren, bin ich drauf gekommen, dass Modo nicht mehr hat, als wir das annulliert eigentlich. Ja? War das 1, 2... Ja, aber das spielt er von Montag bis Donnerstag. Das 1, 2 Sauferei, oder? Aber er hat doch noch einen zweiten Hit gehabt, oder? Naja, Hit war es halt eben nicht. Naja, wahrscheinlich hat er gesungen A, B... Ja, das ist dann meines von 11 großer C oder so. Und in meinem intensiven Studium von Modo bin ich dann halt leider abgeschlittert in so eine leichte Eurotrash-Phase. Ja. Was auch der Grund ist, warum ich zum Hansi Söllner dann gehen muss, damit ich mich wieder von den Sphären her ausgleichen kann. Ja. Das braucht man. Also Krautrock. Also speziell zum Modo habe ich jetzt nicht wirklich eine Meinung, muss ich ehrlich sagen, weil das massiv am Arsch vorbeigeht. Okay, hast du noch eine Band? Ja, also ich habe mir überlegt, ein Juwel, weil jetzt haben wir natürlich lauter nicht österreichische Bands Hallo, Rednecks. Aber im Modo ist ja, glaube ich, Südtiroler, also das ist so, ja, nein, vielleicht Österreicher. Adoptierter Österreicher. Ja, nein, ich nehme mir was Österreichisches raus, nämlich ganz klassisch Schurle und die Motorbienen. Die Kombo gibt es leider nicht mehr. Aber die waren sehr erfolgreich in die, sagen wir mal, 80er, 90er Jahre. Hast du wirklich gegeben? Ich glaube, das ist eine virtuelle Band. Nein, Schule und die Motorbienen waren wirklich unterwegs von einem Feuerwehrheurigen zum nächsten. Die haben Zeltfeste planiert und gepflügt. Also es gab kein Bierzelt, das sicher war vor Schule und die Motorbienen. Leider gibt es den nicht mehr, aber noch immer in meinem Hirn klingt nach einer ihrer größten Hits, nämlich Mama, ich habe den Vater erschlagen, kriegt die Erbschaft nicht. Und die B-Seite dazu war nämlich noch besser. Die hat nämlich geheißen, schau, da hinterm Stall stirbt gerade einer, fladern wir sein Leich aus. Also diese Hits haben ganze Bierzelte zum Brüllen und zum Toben gebracht, sofern die Menschen noch stehen konnten. Darum, also wenn ihr irgendwo schaut im Internet oder auf irgendwelche Plattenbörsen, Schurle und die Motorbienen. Ihr werdet euch anreihen vor Begeisterung, wirklich. Ist auch sinnvoll in einem Binnenland, dass man... Ja, Historien. Also wie gesagt, Sturl und die Motorbienen, Weltklasse. Somit haben wir jetzt die Österreicher Quote auch erfüllt. Ne? Passt, perfekt. Und du bist der wenn ihr das nächste Mal auf ein Konzert von einer Band seid, die so richtig scheiße ist und nicht wisst, was ihr sagen sollt, haben wir für euch das perfekte Video. Regie? Oh, habe ich noch gar nicht gesehen. Schönen guten Abend, grüß Gott und Prost. Mein Name ist Professor Dr. Fritz N. Schädel. Heute befassen wir uns mit einem ganz, sag ich jetzt einmal, alltäglichen Thema, der Schaß. Der Schaß ist jetzt nicht nur das, was unseren Darm manchmal entfleucht, wenn man in geselliger Runde sitzt, sondern wird im Minerischen auch sehr gern für Schimpfen
verwendet. Besonders hervorzuheben wäre hier zum Beispiel der Schaß mit Basteln. Aber mein Favorite ist noch immer der Schaß im Wald. Der Schaß im Wald beschreibt eigentlich, dass einem etwas völlig wurscht ist, was von einem anderen erzählt wird. So wird es Ihnen vielleicht gerade mit dem, was ich sage, kommt da ein Schaß im Wald sein. Aber so nicht das halt. Als Praxisbeispiel habe ich halt wieder meine Kollegen Hotzenplotz und Lombardi Vagabundus eingeladen, aber nichtsdestotrotz auch noch in einem Unfall. Und die werden es jetzt präsentieren. Ach so, ein Schaß. Der Schaß ist ja leer. Es Schaßkastel. Herzlich willkommen, es heißt zu den Nerd News, ja, wo wir euch alles präsentieren mit allen Infos, was Leute brauchen, die wirklich noch Menschen sind, nämlich irgendwelche Leute, die auf irgendwas stehen. Also Nerds, wie wir zwar. Ja. Ich mehr bei den Videospielen, eher mehr bei den Filmen und so Sachen. Da packst du nicht verkühlen bei ihm. Ja. Sagt der Strocki Balbillo, ja, und dann hat er da. Ne, so. Und wir präsentieren euch, ja, von hier bis vorne. Genau, wir werden uns verschiedene Filme anschauen, wir werden über Spiele reden, was auch immer. Und heute steht was ganz Besonderes an, und zwar Sylvester Stallone kann es ja nicht lassen mit seinen 72 Jahren. Ich wäre ja gern heute so fit wie der mit 72, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall kommt jetzt der neue Rambo. Wir haben inzwischen Rambo 5. Last Blood. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Trailer dazu an. Huhuhui. Schauen wir mal, was da ist. Na, servus. Balboa Productions ist es eine Firma, ja, und alles, ja. Es geht aber direkt weiter, weil am Ende von Rambo 4 ist er ja heimgegangen, ja, zu seiner Ranch. Ja. Die Stimme klingt nach Johnny Cash kurz bevor er gestorben ist. Also das heißt eigentlich nichts Gutes erwarten. Ja, er hätte ja eh das Alter davon. Ne? Ja. Ich meine, es sind ja schon ein paar Infos geleakt dazu, ja, was eigentlich wirklich passiert, weil schon. allzu viel sieht man im Trailer dann nicht. Aber er stirbt nicht, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, es ist John fucking Rambo. Ja? Also wenn, dann müsste das ganze County mit ihm in die Luft fliegen oder so. Ja, das stimmt natürlich. Also er schärft sein Messer. Ja, natürlich, ja, das hat er schon hin. Ja. Rambo. Naja. Es ist halt, er hat mir in Creed gefallen als alter Mentor, aber das jetzt in dem Alters-Action-Hero noch kann, das, oder ob es noch Persiflage wird, das ist glaube ich eine Geschichte. Ich meine, schau, es ist. Ja, schau, er hat Pfeil und Bogen. Das ist ja, Mann, das war schon. Ja, Explosions muss schon sein. Ja, angeblich von der Synopsis her, hat er ein Haushälterin, der einen Doktor spielt, vom mexikanischen Menschenhändler. Ja. Und er macht es halt dann auf und die wollen dann zu ihm auf seine Farm, wo er alleine lebt, und dann geht's anscheinend ziemlich ab, wie wir es da sehen. Ne? Okay, that's it. Naja, spannend. Schwierig, ja, schwer zum Einschätzen. Naja, also unter uns gesagt, was gar nicht geht und was mir jetzt schon massiv am Arsch geht, warum hat der Rambo einen Cowboy-Hut auf und kein Stirnband? Ja? Stirnband. Was ist da los? What the fuck, Alter? Rambo ohne Stirnband ist nicht Rambo. Das ist wie Batman ohne Cape. Ja, ich glaube, da geht es darum, dass sie quasi seine
seine Connection zu der Farm von seinem Vater halt quasi herstellen wollen, ne? Dass er eben halt da so mal dumm tut. Naja, aber spätestens wenn er anfängt, Menschen zu ermorden, dann müsste er sich eigentlich sein Stimmt, Stirnband jetzt eigentlich den Schaß umhängen, Ja, damit da was weitergeht. Ja. Was ich auch lustig finde, was mir aufgefallen ist, es wirkt ein bisschen so wie die erwachsene Killer-Version von Kevin allein zu Hause, oder? Schaut ein bisschen so aus. Er baut sich seine Fallen, die Leute kommen zu ihm nach Hause und werden da rein abgemetzelt. Das aber ist zumindest vor der Weite. relativ cool. Und solange er nicht mit Farbkanister eine ins Gesicht kriegt und dann umfällt, der mexikanische Drogenkartellmenschen verzahrer Boss, soll es mal recht sein. Ich meine, du gehst nicht einfach auf die Farm von irgendeinem, der sonst in Vietnam und sonst wo war. Und da gehst nicht einfach hin. Also, dass dich da zerreißt, wenn du den falschen Schritt machst, das sollte klar sein. Oder so. Spannend war ja auch, Rambo 1 hat er böse Cops gekillt, oder? Natürlich, ja. Rambo 2 ist er nach Vietnam gegangen, hat dort einmal gescheit aufgeräumt. Rambo 3 hat er gemeinsam mit den Taliban die Russen fertig gemacht. Im Teil 4 ist er dann, glaube ich, nach Südostasien, nach Kambodscha irgendwo hingegangen. Und da hat er eigentlich, in Wirklichkeit hat er fast schon alle Bösewichte durch, die es gibt, die man fertig machen kann. Und ich glaube, er ist dann vor der Wahl gestanden, entweder jetzt nehmen wir Tiroler Bergbauern oder die mexikanische Mafia. Hat er sich halt für die mexikanische Mafia entschieden, ist okay. Aber Rambo 6, Tiroler Bergbauern, bei die bösesten Milchhändler von hier bis Feuerland Mitte, da wird hoffentlich John Rambo auch aufräumen. Ja. Und Stallone hat schon angekündigt, wenn Teil 5 erfolgreich wird, kann er sich durchaus überlegen, weiterzumachen. Also brav hingehen, anschauen, dann wird das was, Wird's dann sehen, wenn er mit dem Rollstuhl fährt und links und rechts am Maschinengewehr. Ja. Gut, was ist sonst so passiert? San Diego Comic Con war letztes Wochenende. Das ist natürlich für alle Nerds. Das Ding, alle Filmfirmen sind dort und präsentieren ihre neuesten Trailer und Pipapo. Ja, ist viel passiert. Auf einmal ist Tom Cruise aufgetaucht. Keiner hat damit gerechnet. Dieser kleine religiös verwirrte Zwerg, der rumläuft. Und hat den Trailer zu Top Gun 2 präsentiert. Das ist so ein Film, wo sich denkt, naja, muss das sein? Müssen wir schon wieder das amerikanische Militär verherrlichen? Juhu, wollen wir sehen, wie toll. Es gibt sogar im Trailer eine kurze Oben-ohne-Szene, wo man sieht, der alte Knack ist auch top durchtrainiert. Es ist rein opportunistisch, weil erst vor kurzem auf der E3 in Los Angeles Cyberpunk, das neue Spiel, präsentiert wurde, wo halt Keanu Reeves quasi einen Charakter spielt, aber auch so geformt ist wie er, das Model ist baut wie er. Und da kam auch auf die Bühne und hat nach dem Trailer dann präsentiert und die Leute sind auszuckt bis zum geht nimmer. Sucht's mal auf YouTube 10 times Keanu Reeves broke the Internet. Ja. Sehr schön. Ja. Und was dann lustigerweise passiert ist, wahrscheinlich war dann der Tom Cruise furchtbar enttäuscht, weil ich glaube, einen Tag danach ist der Cats-Trailer rausgekommen und da ist das Internet natürlich sowieso durch die Decke gegangen. Natürlich. Aber nicht, weil dieser Trailer so unglaublich leibend war, sondern weil er so bizarr und furchterregend war. Irgendwie, da sind so komische CGI-Katzen, wo man so maskenhaft so Menschengesichter draufgesetzt hat, was, wenn man genau schaut, auch komisch ausschaut und es ist auch nicht wirklich leibend. Ich meine, es gibt ja viele Leute, die so auf Furries stehen, oder? Und so Frauen, die sich Katzenohren aufsetzen und das total geil finden. Aber das schaut irgendwie komisch aus. Und ich weiß nicht, das werden wir noch analysieren. So vielleicht was für den nächsten Rods News, dass wir einen Cats-Trailer auseinandernehmen. Noch viel schlimmer als wie gerade in Rambo 5 Last Blood Trailer. Ja, gut. Haben wir sonst noch was zu erzählen? Oh, ja, nächste Woche Dienstag Patch Day in Final Fantasy 14. Ja. Und bei den neuen Savage Raids kommen raus. Ja. Item Level wird wahrscheinlich um die 350 sein oder so. Na, die Drops werden 360 sein oder so. Mal schauen, weil der normale Raid-Tier war schon in Ordnung. Ich bin schon gespannt, wie die Savage-Kämpfe dann werden. Also, wird spannend. Ja? Gut. Muss man nicht alles verstehen. Klingt spannend. Ich hab's auch noch auswendig gelernt. Ja? Ich hab keine Ahnung. Ja? Na gut, ich glaube, wir haben genug gequatscht. Yes. Ich würde sagen, es geht jetzt weiter und viel Spaß. Ihr lernt jetzt, wie man 666 Schritten zum Gitangott wird, präsentiert von Zacharias Umfall. Gut. Bin ich schon live? Falsche Kamera? Ah, sehr gut, sehr gut. Bin ich im Bilde? Grüß dich Gott. Von meinem Namen. Ich wäre hier gecastet zum Gitarrengott auch aus euch machen. Also mein Auftrag ist, euch zu zeigen, wie ihr so Gitarrengötter werden könntet, wie ich einer definitiv bin. Und heute beginnen wir mit Lektion 1 und zwar spielen wir noch gar nichts. Wir stimmen unser Instrument. Und das machen wir so, wir gehen ins Musikgeschäft und kaufen uns ein Stimmgerät.
Das schaut oft so aus, heutzutage. Das ist so ein kleines Ding mit einem kleinen Display. Und wenn ich auf eine Seite haue, dann steht da was. Da steht zum Beispiel jetzt E. Und das heißt, es ist richtig. Wenn ich auf die zweite tue, steht A. Das heißt, das ist auch richtig. Immer wenn es grün wird, ist super. Wenn das dann erledigt ist, dann ist die Gitarre gestimmt. Was das mit den Raids gerade noch auf sich hat, wenn ich selber noch Final Fantasy Raid, ich bin gerade total geil. Ja, das war's. Lektion 1, kauft euch ein Stimmgerät. Lektion 2, nächste Woche. Und jetzt bin ich unplugged. Ich gebe weiter an meinen Kollegen, hört man mich noch? Ich gebe weiter an meinen Kollegen Fetzenschädel mit die Chilp News zum Tagesgeschehen. Auf Wiedersehen, nächste Woche. Monat. Herzlich willkommen, 21:30 Uhr, Zeit für die Nachrichten beim Chilpflash, Alter. USA, der Präsident von den USA, Donald Duck, hat sich jetzt sehr erbost gezeigt über die neuesten Entwicklungen im Iran. Nachdem ihm seine engsten Berater mit Handpuppen und einem Bilderbuch zum Ausmalen die Situation erklärt haben, hat er gesagt, Bruder, Scheiße, Alter, also jetzt auf Englisch so Shit, Alter, ne? Danach hat es sofort eine Sitzung gegeben vom Nationalen Sicherheitsrat, aber der hat für 2 Stunden unterbrochen werden müssen, weil der Präsident musste ganz dringend groß. Sobald der Trump den Iran auf einen Globus findet, können wir uns auf die nächste Action gefasst machen. Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat gesagt, er wird den Herbert Kickl nicht mehr als Innenminister angeloben, falls es soweit kommen sollte. Dieses Statement hat er abgegeben zwischen 2 Rauchpausen und ist dann wieder in einen 30-tägigen Winterschlaf verfallen. Eine erste Reaktion aus dem Kicklschen Büro gibt es auch, ich möchte die jetzt verlesen. Da heißt es, für den Fall, dass Kickl wirklich nicht mehr Minister werden könnte, gäbe es aber auch schon andere aussichtsreiche Jobangebote, zum Beispiel als Spargelstecher im Machfeld oder als Truppenkommandant der britischen Orkstaffel in Saurons Armee. Danke für diese Info. Wien. Vor 4 Monaten, im März war das ungefähr, ist das Donauplex leider in Flammen gestanden. Jetzt sind die beiden Hauptschuldigen vor Gericht gestanden, nämlich die beiden Schweißer namens Thomas Stinksackel und Slatko Kotzbrock. Sie sind aber sofort freigesprochen worden mit der Begründung, das Donauplex war vorher auch schon schier, es ist jetzt nach dem Brand eigentlich schöner. Die beiden Herren sind momentan und unverzüglich in den Dienst der Stadt Wien gestellt worden und dürfen jetzt ihre pyromanischen Tätigkeiten an anderen architektonischen Wunderwerken der Stadt vollbringen. Sie werden demnächst zündeln auf der Hauptbibliothek, auf der Wiener Stadthalle und in sämtlichen Stationen der U6. Wir kommen jetzt noch zum Sport. Eine schlechte Meldung vom letzten Wiener Stadtmarathon. Es sind leider nachträglich alle Teilnehmer disqualifiziert worden wegen Dopings. Ja, es ist bei den meisten irgendein Aufputschmittel aus der Pferdezucht festgestellt worden. Laut Berichten läuft die beste österreichische Teilnehmerin, die Vorarlbergerin Karin Ummert-Umlauf, rennt noch immer. Also sie ist vor kurzem in Kairo gesichtet worden. Sollten Sie sie sehen, halten Sie es bitte auf. Auch sie ist disqualifiziert. Nachträglich wurde jetzt aber eine Kehrmaschine zum Sieger gemacht, die hinter den Läufern die Straßen wieder gereinigt hat. Ob die Kehrmaschine nächstes Jahr den Titel verteidigen will, ist noch nicht bekannt. Und zum Schluss noch das Wetter. Es wird wechselhaft, im Westen milde minus 25 Grad, im Osten angenehm frühlingshafte plus 45. Ja, lebhafter Wind mit Böen bis 120 km/h ist zu erwarten. Am Wochenende gibt es dann Wetterbesserung. Es gibt nur mehr vereinzelt starke Hagelschauer und Meteoriteneinschläge. Also bitte Aluhut nicht vergessen. Und in den Abendstunden ist überall mit Dunkelheit zu rechnen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich sehe gerade, ich bekomme da noch eine Eilmeldung. Aha. Da schau her. Ja, also wie das Propagandaministerium von Nordkorea soeben verkündet, ist der Multikulti-Hit Mein Moppal und ich von der österreichischen Band Rhodes Piepmer
In Nordkorea auf Platz 1 der Charts. Ich glaube, wir haben Bildmaterial und ich verabschiede mich schon mal und sage, bitte schauen wir, wie geht es gerade in Nordkorea zu. Wiederschauen. Heute fahre ich mit meinem Moped eine Runde durch die Stadt. Aber Vorsicht ist geboten, weil die Reim kein Pickerl hat. Wir fahren jetzt fast an 40er, ganz genau sehe ich das nicht. Rund um mich eine schwarze Wolke, weil der Auspuff fällt. Mein Moped und ich, wir sind ein Wahnsinn. Mein Moped und ich sind stinkend und laut. Wir wissen zwar nie, wo wir heute noch hinfahren, und wir lachen nur laut, wenn's uns auf die Goschen haut. Ja, und da sind wir auch schon wieder. Und ich würde sagen, wir spielen auch jetzt noch ein paar Lieder, bevor es dem Ende zugeht. Und ja, wir spielen einfach. Viel Spaß mit Frühstück für Weltmeister. Als du aufwachst, am 10 in der Früh und merkst, du bist vom Vortag noch zu. Da gibt's was dich wieder für haut. Ich weiß genau, was ich jetzt brauch. Ab und eine Reparaturservice brauch ich schon am Vormittag. Das ist alles, was ich überbringe, und dann ist dann noch ein Bahnhof. Ab und eine Reparaturservice, jetzt mach ich wieder durch. Ich bin jetzt für den ersten Durst, und das andere war eine Wurst. Der Opa hat es früher schon zu mir gesagt. Hey Bur, hat er mir gesagt. Das Frühstück ist das Wichtigste vom ganzen Tag. Und recht hat er gehabt. Schmiert euch das Nutella auf den Bauch. Ich weiß genau, was ich jetzt brauch. Ab und eine Reparaturservice brauch ich schon am Vormittag. Das ist alles, was ich überbringe, und dann ist ein Montag froh. Ab und eine Reparaturservice, jetzt mach ich wieder gut. Das Spiel ist für den ersten Durst, und das andere wird die Wohl. Beim Würstelstandel draußen vor mein Haus suche ich mir den größten Eiterbeil aus. Ein Hüsel brauch ich auch noch
oder zwei. So Frühstück nur ein Weltmeister. Ein Bauernheimer Literaturservice war das so am Vormittag. Das ist alles, was ich runterkrieg und dann ist der Mond vertrag. Ein Bauernheimer Literaturservice, geht's mir gleich wieder gut. Frühstück für Weltmeister. Ein Bauernheimer Literaturservice, das ist so am Vormittag. Das ist alles, was ich runterbring und dann ist der Mond vertrag. Ein Bauernheimer Literaturservice, ein Jägermeister noch dazu. Dann wird festgespielt, ja, dann wird festgespielt in aller Früh. Mahlzeit! Ja, es ist nie zu spät für einen Mitternachtssnack. Aber laufen Sie jetzt nicht weg zum nächsten Mittelstandl, wir haben noch ein bisschen was vor. Also so 10 Minuten, dann seid ihr erlöst. Ja. Bauen wir was, ja. Lumpe. Ich mache bei den Konzerten immer gern diese Ankündigung, weil es mir einfach irrsinnig gut gefällt und weil sie wunderschön ist. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it, damn it. Wenn die Wasserleitung tropft und das Scheißhaus ist verstopft, dann rufen sie ihn. Und egal, was euch die anderen reden, er ist es wirklich. Lompazi Vagabundos, der Heimwerker-King von Simmering. Viel Spaß! Geh mal so. Es Hassel. Für kleine Reparaturen gehabt, ruf ich kein Handwerker nicht an. Weil da ist mein Lila, ich mach's allein. Und wenn die Wasserleitung drauf oder das Häusl ist verstopft, ja, das push ich mir schon, ihr könnt mich sagen. Ich bin der Heimwerker-King von Simmering. Denn solange der Blut durch meine Odern riecht, liebt mir keiner mehr Bohrmaschine. Ich pick mir Fliesen ins Büro. Ich baue Hochbett für mein Klo. Weil ich bin heute gern ein bisschen kreativ. Wenn's ein gutes Augenmaß das sparst du das Geld für die Wasserwagen. Dann hängt das Kastel halt auf einem Schiff. Ich bin der Heimwerker-King von Simmering. Solange der Blut durch meine Ohren riecht, liebt mir keiner mehr Bohrmaschine. Geh mir's mit Gold und am Brecheisen aus meinen Donner Keule hängt reißen.
wer bist denn du? Ja, ich bin der Heimwerker King von Simmering. Solange der Blut durch meine Ohren riecht, die Verkanal. Na was? Meine Waschmaschine. Luftwaffe! Ja, hat er schön gemacht, der Lumpe. Ja, passabel. Ja, schon. Jetzt kommt aber noch die alles entscheidende Frage. Die alles entscheidende Frage, die ich mir stelle: Wer von euch Drecksauner hat mitten in der Nummer anstehen lassen? Das war ich. Alter, bist du deppert. Ich stehe auch ungünstig hier am Ventilator. Ja, der steht dann immer am Ventilator, stellt einen Koffer an. Ja, was soll ich machen? Soll ich rausgehen? Das geht nicht. Aber war nur gekriegt, dass ich nicht singen hab müssen bei der Nummer, sonst hätte ich ins Mikrofon gespielt. Luni, hast du das mitgekriegt oder? Nein, weit weg. Ich glaube, er hat leicht gekriegt. Schlimmeres gewohnt. Ich bin noch nicht ansprechbar nach dem Inhalator, den ich genommen habe. Sorry. Aber man sieht wieder das Niveau der Band, wir unterhalten sie über jeden Schatz. Und passend dazu das letzte Lied, das wir heute live für euch spielen. Es ist eine Nummer, die wir sehr selten live spielen. Sie ist von unserem ersten Album, das da hieß, ist auch was wert. Und die Nummer heißt Eine kleine Klomusik. Was zu den Flatulenzen jetzt eigentlich super passt Ja, und schon, ein ja. wunderschöner Abschluss eigentlich auch ist. Ja. Die Überleitung ist ein Hammer. Ja. Musikalisch perfekt. Musikalisch perfekt. Also wie gesagt, das ist die letzte Nummer für heute. Wir plaudern dann noch ein bisschen was mit euch. Ihr könnt uns dann eure Fragen schicken. Da sind wir schon sehr drauf gespannt, dass wir ein bisschen mit euch plauschen können. Und ja, eine kleine Klomusik. Kriege ich ein Seil, ein Futter und ein Pfeil, der brauch ich nicht leil, das ist mein Milieu. Schick und ein Hüse, da schwören wir die Drüse, die alte was Rüse, die soll scheißen gehen. Aber nicht auf mein Klo, da fällt schon ein so, nicht auf mein Klo. La Straße, la schneeweißes Nasel, der Duracell-Hasel, bringt schneller als ich hab schon einen Sitzen, sie zeigt mir die Zitzen, zuerst krieg ich die Hitze und dann sperr ich Wahnsinn, aber nicht auf mein Klo, da fällt schon ein so, nicht auf mein Klo. Gibt's kein Installateur, der sie eine tragt in mein Scheißhaus.
and she's buying the stairway to Scheißhaus. Dankeschön, wir sind Rotspiepen und jetzt kommt noch ein Video von unserem aktuellen Album. Die Nummer heißt Franz. Viel Spaß mit Franz. Oje, oje. Ja, jetzt sind wir wieder live. Ja, wir sind wieder da. So. Zur Strafe trinke ich jetzt ein letztes Ja, das war jetzt natürlich der geplante Super-GAU. Genau so ist das nämlich vorhin passiert. Was ist passiert? Sind wir noch live oder? Ja, wir sind live. Okay. Ja. Wieder. Das ist da weg, wie schon. Ich habe vorher geschrieben, Sie dürfen dreimal raten, wer von diesem ganzen Saufen hier das Kunststück vollbracht hat und ein Bier in die Kabeltrommel hineingeschüttet hat. Wir schauen ja niemanden an. Er hat 2 Daumen und tut mir leid, sagt er. Was soll ich machen? Ich habe mir gedacht, diese Steckdosen sind dafür da, dass man schaut, ob sie wasserdicht sind. Ich habe es probiert. Aber ich glaube, wir können einen kleinen Zwischenapplaus für diese Meisterleistung bringen. Ich muss natürlich in Zacharias in Schutz nehmen. Ja. Was kann er dafür, ja, dass ich die Stromverteiler so platziere, wo er sein Bier hinstellt? Ja. Ja. Also wirklich, ich muss ehrlich sagen, es tut mir furchtbar leid, ja, dass mir das passiert ist. Ich finde es ziemlich geschissen von den Bierherstellern, ihr Bier im falschen Aggregatzustand zu verkaufen, wenn wir schon dabei sind. Ja? Also nicht so, dass wir das nicht gasförmig auch machen können. Na, warum bleibt es nicht in der Dose drinnen? Ja, na, wirklich. Ja, na, das ist ja eine Debatte, die wir dann beim nächsten Mal ausführlich Genau, ich glaube, über das müssen wir noch extra reden. Na gut. Ja, was jetzt vorgeschlagen war ein Frage- und Antwortspiel und ich habe gesehen, es sind schon einige Fragen eingetrollt. Na, die erste haben wir geklärt. Eine davon war, warum geht der Livestream nicht mehr? Er war es. Zweite Frage war, Satz ist wirklich so deppert? Ja. Dann hat aber jemand geschrieben, wann gibt es ein neues Video? Habe ich gelesen. Wann wird es? Also es wäre schon eins geplant in Zukunft und zwar für, darf man das schon sagen, oder? Naja, was? Ja, möglicherweise auch doch was anderes. Ein Piratenlied oder? Ja, es wird in Bälde wieder eins geben. Also vor dem Herbst wahrscheinlich noch gibt es neues Video. Also wir machen fix im Sommer ein Video. Ja. Das ist versprochen. Und es wird zu einem Lied vom neuen Album. Es wird um Steckdosen gehen und jemanden, der Flüssigkeiten reinschüttet. So viel können wir verraten. Regie, schaut euch noch irgendwer zu? 15. Oh, 15, niemand. Doch, wir konnten das Publikum wieder zurückgewinnen. Also sollten Sie jetzt erst wieder eingeschalten haben, ein kleiner technischer Defekt hat uns nicht aus der Furche geworfen. Wir sind noch immer voll da und stinken wie eh und je. Halb Simmering brennt, aber ansonsten... Frau Resche-Mösen, oder wie das heißt, da war vorher noch eine Frage. Wie lautete die? Da war irgendwas mit dem Pink-Konzert, glaube ich. Was? Warum wir dort nicht spielen heute als Vorgruppe? Nein, ich habe ja vorher was angekündigt. Von Eierchick? Ja? Ich bin zwar nicht im Stadion, aber trotzdem am Heisel. Kriege ich trotzdem mein Leitungswasser? Okay, also ich darf das nochmal laut übersetzen. Der Eierchick, super Name übrigens, hat geschrieben, er ist zwar nicht im Stadion beim Pink-Konzert, sitzt aber trotzdem am Heisel, während er sich das hier anschaut. Lieber Eierchick, wo sonst kann man sich das anschauen? Also gratuliere, du hast das gecheckt. Die Frage war, ob er trotzdem das Leitungswasser kriegt, weil wir haben ja gesagt, wenn jemand im Stadion ist und sich das anschaut, kriegt er kriegst du natürlich. Lieber Eierchick, du schreibst uns bitte eine Personal Message oder wie das heißt auf Facebook
Und wir vereinbaren mit dir ein Treffen in Simmering im Café Zizi. Genau, nur nicht samstags. Nur nicht samstags, weil das hat im Sommer am Samstag geschlossen. Aber wir treffen uns mit dir in Zizis Café auf ein Leitungswasser. Also schreib uns bitte an auf Facebook eure Personal Message und wir verabreden mit dir ein Treffen. Und gab es noch eine Frage, liebe Frau Regisseur? Auch von Ayatschik, Treffen der Werbung. Okay. Wie viel Schmerzensgeld hat das Photoshop-Team kassiert? Also die Frage war bezüglich unserer Mutterbutter-Werbung, wie viel Schmerzensgeld das Photoshop-Team das hat der Dieter beantwortet. bekommen hat. Da gebe ich gleich weiter an den Kollegen Hotzenplatz. Also ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Das muss ein Genie gewesen sein. Aber definitiv. Ja, definitiv. Aber es war nicht Photoshop, so viel kann ich verraten, weil mit Photoshop macht man eigentlich, so wie der Name schon sagt, Fotos. Und es war kein Foto, es war Video. Ja, es war ein Videoshop, ja. Und da. Ja. Nein, aber Schmerzensgeld kriegt bei uns keiner. Leider nicht. Nicht mal die Zuhörer fürs Zuhören. Ja. Tut mir leid. Blockbuster, der Videoshow. Gut, die Frage wäre beantwortet. Gibt es noch weitere Fragen? Wie schaut es sonst aus? Wie schaut es aus? Karl, frag was. Wichtige, gute Fragen, auf die die Welt gewartet hat. Wird noch gesucht? Sonst erzählen wir einfach irgendwas. Von Proletentoaster. Ja. Die Namen werden immer besser. Wie viele Eier habt ihr essen müssen, bis die Dämmwand fertig war? Oh, da hat einer mitgehört. Okay, also der Proletentoaster fragte, wie viele Eier wir essen mussten, bis diese wunderbare Dämmwand, ich weiß nicht, wie viel davon sieht, bis das fertig war. Zu urteilen nach der Flatulenz, die der Herr Unverfuhr beim Spülen außerlassen hat, sage ich mal, das sind einige Eier, die wir essen mussten. Und alle in der letzten Woche. Naja, es passt ja, wir sind ja Eierschädeln, somit essen wir viele Eier. Ja, gute Frage, lieber Proletentoaster. Ich sage einmal, das sind sicher, viele. Schätze mal. Es sind ungefähr 450 Eier. Nein, mehr definitiv. 450. Die zählen pass nicht. auf, 2, 4, 6, 8, Also 1000er 10, knacken wir 4, 6. locker. Es sind 30 Eier pro Kachel. Ich sage einmal, das sind mindestens 3.895, weil ein paar sind zu Bruch gegangen. Diese Eier haben wir gegessen. Ja, aber ich glaube, nachdem wir unter uns sind, können wir uns auch sagen, wie es wirklich war. Einfach einmal kurz beim Osterhasen Eidieben. Sag's nicht! Eidieben ist gut. Und was der auf Lager hat, da geht sich halb Simmering zum Auspflastern aus. Der Osterhase ist auch das ärmste Viech auf der Welt. Tu es nicht, sag's nicht. Wieso? Okay. Er steht auf meine Flachwitze, aber ich erzähle jetzt lieber nicht. Macht sich ein eigenes Büttel. Das ist der Weihnachtsmann. Was ist, wer so steht beim Essen aller Wiener? Ja. Gibt es noch weitere Fragen, wo nicht mal schlafen geht? Eine noch von Felix Reichenberger. Ja? Gibt es bald mal wieder ein Konzert von euch mit Rammelhof? Wo sind wir? Da. Der Felix Reichenberger hat gefragt, ob es wieder mal uns gemeinsam auf der Bühne mit Rammelhof gibt. Dazu sei zu sagen, weiß ich jetzt aber nichts, aber es wäre wieder mal schön. Ich weiß aber, wer der Felix Reichenberger ist. Du kennst ihn? Ja, du hast damals die Hoodies für Rammelhof gemacht. Weiß genau, wer du bist. Machst für uns auch welche, gell? Dann bist du unser Hero. Wir wollen auch Hoodies von dir haben. Konzert mit Rammelhof. Warum nicht? Ich hätte gerne wieder mal mit Rammelhof spielen. Ja, ich würde die Gina gerne wieder mal sehen. Ja, er würde Gina sagen, mir ist der Geri eigentlich lieber. Ich hätte gerne einen Geri vögeln. Weil er einfach viel militärischer ist als wirklich. Ich gehe noch hier wegen Ich stehe auf Uniformen. Stimmt, eigentlich gehen wir noch wegen Randy Gunheimer. Also schöne Grüße an Rammelhof an der Stelle. Und sie haben einen neuen Gitarristen, oder? Rammelhof. Die tauschen gerade die ganze Band aus, glaube ich. Solange der Gunheimer bleibt, ist okay. Was? Den haben sie schon austauscht, jetzt einen neuen Gitarristen. Ja, okay, na dann. Ja. Also, wir stehen vielleicht tauschen wir dich jetzt auch bald aus. Gegen einen trockenen. So, ich glaube, der Fragen war genug gestellt, der Antworten. Keine Fragen mehr? Dann zum Abschluss noch ein paar Informationen. Wie schon vorhin erwähnt, ihr könnt ja diesen Livestream jetzt dann auf ewig auf YouTube anschauen. Wir werden den hochladen, ihr könnt es dann immer wieder nachschauen. Schöner wird er nicht. Schöner wird es wahrscheinlich nicht, nein, aber es bleibt genauso wurscht. Ich hoffe, es hat gefallen. Weitere Infos zu unserer Band www.rotzpippen.at und dann halt auch auf Facebook, auf Instagram, auf was weiß ich, wo überall. Friedhof, magst du noch was dazu melden? Ich wollte nur sagen, ich hatte vor kurzem eine Idee, habe ich mit euch noch nicht besprochen, aber wir könnten auf Facebook eine Rotzshow-Gruppe machen, wo wir dann mit euch kommunizieren können, wo ihr uns eure Wünsche, eure Verbesserungsvorschläge oder sonstiges einfach hinschreiben könnt, dass wir direkt in Kontakt bleiben und uns ein bisschen austauschen, damit die nächste Show noch besser wird.
und noch leibender wird. Ja. Die kann ja nicht mehr besser werden. Ich glaube auch nicht, ne? Aber es ist doch Okay, alles ich denke schon, dass... Also spätestens morgen gibt es eine eigene Facebook-Gruppe, sucht's die, wir laden euch ein, ihr ladet euch ein, wir tun euch dazu und dann können wir einfach persönlich direkt einmal quatschen, was man so besser machen könnte noch. Genau. Oder vielleicht schlechter oder anders. Und wir versprechen, beim nächsten Mal machen wir es besser, dann laden wir 2 Dosen Bier in die Kaffeetraum rein. Damit das ordentlich Ich weiß funktioniert. nicht, ob die Menge was ausmacht. Na, Das muss absolut. nur schön und elegant gemacht Ja, werden. Ne? ich glaube, Ja, ich glaube, das war's. Wie angekündigt, fast 22 Uhr. Wahnsinn, hä? Ja, also wir haben weniger überzogen als der Gottschalk. Ja. Wir haben aber auch nicht viel gewettet. Und ein bisschen überziehen muss man. Wie gesagt, wir sehen uns das nächste Mal live am Beim Later. 17. August in Nickelsdorf beim Retal Open Air, Benefizveranstaltung und ja, bleibt uns treu. 22. November. Ja, aber das ist ja noch lang bis dahin. Aber bis dahin haben wir noch ein paar Shows. Ja, wann ist die nächste Sendung? Aber die nächste Sendung gibt es dann, ich sage mal, Etwa in einem Monat. Nach dem Konzert. In einem Monat ungefähr. Ende August. Ja. Ende August, alles August. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Es war sehr schön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Winke, winke! Hier Rotspiepen. Pfiat euch. Ja. Ram doch Zahn da!